Das ist das Ziel, das Stecke. Und das sind die Sportgeräte, die Plattel. Als Stadion dient eine Weide am Oberleitenhof hoch über dem Schliersee. Die Preise. Jeder hat einen mitgebracht. Der Gewinner kriegt diese Scheibe und muss nächstes Jahr eine neue stiften für ein paar 100 Euro. Als eine der ersten Frauen will sich heute Antonia Fürst unter den ganzen Männern beim Stecke-Platteln behaupten. Ihr Ziel? Dass ich keinen verletze vorerst, weil das ist schon mal passiert, wenn es noch recht wild umeinander fliegen. Gewinnen möchte ich eigentlich nicht, muss nicht unbedingt sein. Weil ich habe nämlich gehört, dass man da so eine Schützenscheibe bemalen lassen muss. Das war ja ganz schlecht. Aber ich glaube, da sind wir weit davon entfernt. Aber vielleicht nicht letzter werden, das ist natürlich auch nicht so cool. Beim in Schliersee legendären Plattelturnier am Kirchweihmontag auf der Oberleiten ist Antonia zum ersten Mal dabei. Trainiert hat sie ein paar Mal mit den Profis von der Plattelliga. Ihr Mann Marcel ist so ein Ligaplattler und zeigt bei den Probewürfen, wie es geht. Das wäre jetzt 0. 0 ist das Beste, was passieren kann. Antonias Mann freut sich nicht nur darüber. Es ist ja schön, wenn die Familie zusammenkommt. Unsere Tochter ist auch dabei. Genau, das ist schön. Was halten die Älteren davon, dass neuerdings Frauen mitplatteln? Da haben wir nichts dagegen. Wenn sie gut schießen, warum denn nicht? Vor 65 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Da war das Platteln, wie hier in München, ein reiner Männersport. Ja, hier geht's um Millimeter, um ein Fünferl, um ein Zehnerl oder um die Ehre, was ja auch viel wert ist. Einen Sport für Arbeitslose und Rentner nennt der Volksmund das Platteln, weil's nichts kostet. Man kann's überall spielen. Die Stadt München hat dem auch Rechnung getragen und erst kürzlich ein richtiges Plattlerstadion mit 3 Bahnen errichtet. Wofür wir uns den Stadtrat danken, dass er uns so ein schönes Stadion gebaut hat. Denn wir brauchen nicht bloß in München Kinderspielplätze, sondern auch Erwachsenenspielplätze, weil die im Feierabend oder während der Rente und während der Freizeit auch eine Unterhaltung brauchen. Ich mache jetzt erst einmal 1, 2 Probe. Halt, das ist noch Probe, brauchst nicht messen. Das war noch nix. Und sofort gibt's gute Ratschläge. Ein schöner Anzug, schön halten und gut auslassen, dass das Platterl nicht davor rollt. Das muss liegen dann. Aber eigentlich geht's weniger ums Sportliche als vielmehr ums Gesellschaftliche. Das findet auch Martina, die zweite Frau beim Turnier, die auch zum ersten Mal dabei ist. Ach, ich finde das miteinander ja schon einfach bärig. Die Bereich ist es eh schon, das geht alles vorbei und es gibt es irgendwann nicht mehr. Und das ist einfach so, da kommen alle zusammen, die was du sonst da nicht siehst. Und warum sind fast keine Frauen dabei? Es war halt so, dass die Männer das meistens gemacht haben und die Frauen, ich glaube, wir trauen uns oft nicht. Und man meint, Schmalz geht ab. Aber eigentlich braucht man gar nicht Schmalz, sondern einen Schwung. Und dann startet das Turnier. Ob Martina den Schwung raus hat? Schaut gut aus. 10 Würfe hat jeder. Der Abstand zwischen den Stecke und allen 10 Platteln wird zusammengezählt und wer am Ende die wenigsten Zentimeter hat, gewinnt. Gleich ist Antonia dran. Leider nicht fit, weil sie mit einer Erkältung kämpft. Nein! Gleich der erste Wurf eine Enttäuschung. Und das, obwohl sie trainiert und sich sogar extra ein eigenes Spezialplattel hat anfertigen lassen. Und zwar vom Kunstschmied Michael Trickel in Hausham. Der macht sonst andere Dinge, wie Treppengeländer. Aber gelegentlich auch ein Plattel, wenn ihn jemand darum bittet. Servus, Antonia. Antonias altes Plattel fliegt nicht gescheit. Du hast da 8 mm Platten, wir brauchen dann fast eine 10er, die ist ein bisschen schwerer. Die liegt ein besser in der Hand und kannst vielleicht besser mitschmeißen. Das ist so wie Kupft. Genau, schauen wir mal auf eine 10er. Ja. So, schneiden wir da mal eins runter.
Das künftige Plattel schneidet der Schmied ab von einem 10 mm dicken Stück Flacheisen und markiert die Mitte für den Daumen. Legen wir das Plattel rein. Ja, genau. Ja, da darf man schon ein bisschen was weg da, dass du schön da drin hast. Gell? Schleife ein bisschen was weg. Das ist gut schmeißen. Schön rund soll es sich in die Hand schmiegen. Und dann kommt das Eisenstück ins Feuer. Rund 750 Gramm ist es schwer. Ich finde es auch cool. Ich hätte mir eigentlich mehr gedacht, dass das mehr maschinell ist und nicht nur so viel Handgriffe bedarf. Aber was nur cool war, wenn man sowas einbauen kann, dass ich dann auch immer triff. Also dass das gut fliegt, liegen bleibt. Da musst du einen anderen fragen. Da Magnetismus. musst du einen fragen, der einen Chip einbauen kann, Ja, genau. weil das kann ich nicht. Aber er kann die Ecken umbiegen, damit sich das Plattel später in die Erde krallt und gut liegen bleibt. Jetzt noch die Vertiefung für den Daumen. Die Sicken, sagen sie hier dazu. Jawohl. Und zum Schluss bürsten, damit die Oberfläche schön glatt ist. Gut. Vor allem auch mit dem Dammer. Ich glaube, das kann was werden mit dem und mit mir. Aber leider müssen beim Einzelwettbewerb beim Kirda-Turnier alle mit den gleichen Platteln werfen. Das wusste Antonia vorher nicht. Ihre Mühe mit dem Spezialplattel war für die Katz. Die eingefleischte Schlierseherin ist eigentlich Krankenschwester, arbeitet aber im Waldkindergarten. Geplattelt wurde in ihrer Familie früher nicht. Das hat sie jetzt erst mit Marcel für sich entdeckt. Besonders gut läuft es heute nicht für sie. Ja, war jetzt nicht so der Hit. Ich glaube, weil ich einfach nicht so fit bin. Weil ich das Plattel nicht gewohnt bin. Und generell ja kein Profi bin. Ein bisschen trainieren muss schon noch. Aber Die Drehung musst du nicht heraus. Aber vielleicht nächstes Jahr. Am Abend ist im Vereinsheim des TSV Schliersee die Siegerehrung. Der beste Werfer, Andi Haslinger, hatte nur 1,51 Meter insgesamt gebraucht bei seinen 10 Würfen. So schauen Sieger aus, gell? Und Antonia? 11,21 Meter. Platz 31 von 37. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe heute keinen verletzt. Das ist schon mal gut. Und ich bin auch nicht Letzte geworden. Das ist auch gut. Und nächstes Jahr muss die Gewinnerscheibe vielleicht schon eine Frau malen lassen.